Wunderschönen Sommertag wünsche ich euch am 23. Juni 2017. Die Energie des Tages ist etwas vorbereiten, etwas klar und deutlich erkennen oder genau hinschauen, etwas überprüfen, reifen lassen, etwas vorbereiten, aber noch keine Schritte machen. Wie trifft das die einzelnen Tierkreiszeichen? Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen sollen etwas genau noch anschauen, die Augen öffnen, etwas noch überprüfen. Es ist etwas da, was die Zwillingsgeborenen verabschieden möchten. Also nichts mitschleppen, weil das kostet nur Kraft. Wichtig ist die Orientierung momentan und etwas klar und deutlich sehen, die Augen öffnen und die Belastungen loslassen. Die Zwillingsgeborenen zeigen gerade Kraft und Mut und sie können sich momentan beweisen, sich durchsetzen. Aber das ist sehr mühsam im Augenblick und die Zwillingsgeborenen brauchen auch die Ruhe, die Zurückgezogenheit, weil in Ruhe liegt die Kraft. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen kommt ein wichtiges Gespräch. Durch dieses Gespräch oder Termin klärt sich etwas und die Krebsgeborenen werden etwas klar und deutlich erkennen. Vielleicht nicht heute, aber in die kommenden Tagen. Es bewegt sich auch einiges. In die kommenden Tagen kommt sogar noch mehr Bewegung. Die Krebsgeborenen sollen sie sich auch durchsetzen momentan und Kraft und Mut zeigen. Es ist aber eine Situation, wo sie die Krebsgeborenen Gefühl haben, es läuft alles ungerecht oder haben eine rechtliche Lage und da gibt's Verzögerungen oder Schwierigkeiten noch momentan. Die Krebsgeborenen sollen nicht nur Mut und Kraft zeigen und sich durchsetzen, sondern auch um die Finanzen kümmern oder mal die Finanzen genau anschauen. Wenn es um Verträgen handelt, was mit Finanzen was zu tun hat, das nochmal überprüfen oder überprüfen lassen. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen fühlen die Leichtigkeit. Sie haben Möglichkeiten, Chancen und viele Löwengeborenen beginnen etwas Neues. Das sind Veränderungen und Umbrüche. Viele Löwengeborenen ändern sich etwas wohnlich oder haben gerade Umzug. Sie sollen aber die vertraute Umgebung auch wahrnehmen, jemand besuchen oder einladen, weil das kann eine gute Unterstützung sein. Eine wichtige Nachricht ist zum Erwarten. Vielleicht nicht heute, aber in die kommenden Tagen. Es nähert sich auch mehr Bewegung. In Liebe-Partnerschaft sollen die Löwengeborenen noch etwas geduldig sein. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen fühlen sich im Augenblick bedrückt. Sie haben das Gefühl, sie können nicht mehr atmen. Ein bisschen Geduld, noch in die kommenden Tagen kommt eine Verbesserung. Das beruhigt sich alles, das kommt alles im Fluss. Die Jungfraugeborenen sollen darauf achten, dass außer Arbeit und außer Pflichten gibt's auch Lebensfreude. Und sie sollen nach ein Hobby nachgehen oder ein bisschen rausgehen, weil die Jungfraugeborenen brauchen gerade dieses Gleichgewicht und es tut richtig gut. Und im Vertrauen bleiben, in die kommenden Tagen verbessert sich etwas. Und mit diesem Energie nichts Neues beginnen, weil das sind Spannungen, Hindernisse da, also ein bisschen Geduld noch, gerade bei Neuanfang. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen haben das Gefühl, es ist eine Sperre da. Sie spüren zwar die Leichtigkeit, trotzdem bewegt sich das nicht so, wie die Wagengeborenen das wünschen. Einige Wagengeborenen haben Themen mit Auto, hat auch mit Bewegung zu tun. Und bei vielen Wagengeborenen geht es um Gerechtigkeit
oder eine rechtliche Lage und da ist auch eine Sperre da oder Hindernisse da. Oder haben die Wagengeborenen momentan das Gefühl, es läuft ungerecht, fühlen sie sich enttäuscht. Wo ein Ausgleich gibt, das ist die Freizeitaktivitäten, Sport oder Verein oder ein Hobby oder raus in die Natur, weil das befreit gerade die Wagengeborenen. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen haben in die letzte Zeit sehr viel Kraft und Mut gezeigt. Sie haben sich auch bewiesen und durchgesetzt. Sie brauchen auch Lebensfreude, weil das gibt das inneren Kraft, das inneren Gleichgewicht. Die Skorpiongeborenen haben das Bedürfnis, etwas klären oder klar und deutlich erkennen. Ein bisschen Geduld noch in die kommenden Tagen, kommt eine Nachricht oder ein Gespräch und dann klärt sich etwas auf und die Skorpiongeborenen können besser orientieren. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen sind gerade dabei, ihren Leben in Ordnung bringen. Sie haben viel gelernt, das war auch nicht einfach und nicht leicht. In allen Lebensbereichen kann etwas Neues oder etwas Veränderung kommen bei den Schützengeborenen, auch in die Liebe, auch bei der Arbeit, aber sollen auch auf die Gesundheit achten momentan. Die Schützengeborenen haben Wünsche, Sehnsüchte und Ziele. Und all das ist erreichbar, egal in welchem Lebensbereich das handelt. Leider sind die Einflüsse von außen kein Vorteil für die Schützengeborenen, weil es kommt keine Unterstützung oder wenig, sondern das verunsichert eher die Schützengeborenen. Und genau das, was sie momentan nicht brauchen, sondern sie brauchen die Zuversicht, das inneren Kraft, das inneren Gleichgewicht, die Orientierung, die Klarheit und das finden sie an sich selbst. Also die beste Ratgeber ist momentan die innere Stimme und nicht verunsichern lassen, sondern im Zielen bleiben. Noch ein Rat für die Schützengeborenen, wenn sie Träume haben oder Sehnsucht nach etwas oder nach jemand, dann sollen die Schützengeborenen eher schweigen, weil es kann sein, dass jemand versucht, es zu verhindern. Die Tierkreiszeichen Steinbock geboren ist wichtige Thema die Liebe und Partnerschaft. Aber es ist noch etwas da, wo sie verabschieden möchten oder loslassen oder etwas noch bereinigen oder klären. Es kann auch die eigenen Gefühle sein, die Unsicherheit oder Angst. Ein bisschen Geduld noch, bis das alles in Form kommt. Die Tierkreiszeichen Wassermann geboren fühlen sich die Leichtigkeit. Und es kommt etwas von Vergangenheit und es ist schön und angenehm. Und dadurch ändert sich etwas und das fühlt sich sehr gut an. Bei vielen Wassermann geboren sind Veränderungen, Umbrüche. Sie haben tolle Ideen, das können sie auch umsetzen. Und das ist ganz gut für Veränderungen und für Neuanfang. Manchmal fühlen sie sich etwas unsicher, besonders wenn das die liebe Partnerschaft betrifft, aber da sollen sie die Wassermann-Geborenen noch ein bisschen geduldig sein. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen haben Kraft und Mut, sich zu beweisen, etwas Neues beginnen, etwas verändern, etwas in Bewegung setzen. In die kommenden Tagen kommt noch mehr in Bewegung und die Fischengeborenen sollen im Vertrauen bleiben, etwas noch reifen lassen, abwarten, geduldig sein oder noch genau überprüfen etwas. Es kommen auch andere Einflüsse von außen und es verunsichert die Fischengeborenen oder fühlen sie sich enttäuscht dadurch. Also genau hinschauen, überprüfen, vorbereiten und dann in Bewegung setzen und es wird schon in den nächsten Tagen kommen und das führt zu Erfolg und die Fischengeborenen zeigen dann auch Kraft und Mut. Die Wiedergeborenen haben Möglichkeiten und Chancen und das sollen sie auch nützen und etwas Neues beginnen.
Es ist auch die Leichtigkeit da, etwas zu beginnen. Von Vergangenheit kommt auch etwas. Das ist auch angenehm. Entweder schöne Erinnerungen oder eine Person von Vergangenheit oder eine bestimmte Situation wiederkehrt sich wieder. Was unangenehm sein kann, das ist ein Gespräch oder ein Vertrag. Und die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen haben gerade Themen, was die Freundeskreis betrifft, die Bekanntenkreis oder ein Verein oder eine Partei. Und da werden die Wiedergeborenen von Personen verabschieden oder vielleicht einen Vertrag kündigen. Da kann das dazu führen, dass das eine gewisse Reibungen da ist und die Wiedergeborenen sollen sich durchsetzen. Auch wenn das alles zu viel ist und die Wiedergeborenen fühlen sie sich müde, erschöpft und kraftlos gerade, sie brauchen auch die inneren Ruhe, damit die Kraft wieder da ist. Und vielleicht in manchen Momenten ist es besser, zurückhaltend sein oder geduldig und es ist nicht gerade die Stärke, die Wiedergeborenen. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist die wichtigen Thema die Liebe und Partnerschaft. Sie haben auch Glück und Chancen und Möglichkeiten, in die Partnerschaft etwas verbessern oder die Stiergeborenen, die alleine sind, jemand kennenlernen, besonders in Freizeit, in einem Verein oder im Sport oder ein Treffen, eine Veranstaltung. Das sind die Orte, wo die Stiergeborenen gerade Glück haben. Ein wichtiges Gespräch nähert sich auch und dann kommt mehr Klarheit oder klärt sich etwas auf. Und in kommenden Tagen kommt mehr Bewegung und kommt etwas im Fluss. Und das war meine Tagesenergie. Und zum Schluss möchte ich noch erwähnen, dass ich auch Beratungen anbiete und ich freue mich natürlich auch auf die Gespräche. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Eure Dendera.